Lass uns kurz beten miteinander. Jesus, danke, dass du da bist, gegenwärtig. Danke, dass du echt bist, real bist. Dass du tatsächlich unter uns existierst. Und danke, dass wir deine Stimme hören. Ich spüre, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Öffne unsere Ohren, unsere Herzen. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns von dir hören. Lass uns von dir empfangen, das, was du für uns heute Morgen vorbereitet hast. Danke, dass du mit uns redest. Danke, dass wir fähig sind, deine Stimme zu hören. Amen. Danke vielmals, das Worship-Team, für den starken Lobpreis. Wie Karin schon gesagt hat, unser Thema im Moment sind Papiermauern. Und jetzt wisst ihr schon, das ist nicht ein richtiger Mauer, sondern es ist tatsächlich aus Papier. Wenn du mich nicht kennst, ich heiße Debrina Bet, ich komme ursprünglich aus dem Iran. Und ich bin bekannt als die Pastorin ohne Umlaut. Das heisst, ich predige ohne das Richtige. Es ist lustig bei mir ist, ich kann das Umlaut aussprechen, aber nicht an den richtigen Ort. Also ich sage gewisse Sachen mit Umlaut, was sollte nicht sein, und dann, was eigentlich sollte sein, hat kein Umlaut. Genau. Und wieso machst du das? Wieso lernst du anders? Ich bin dran, ich weiß. Und wenn ich normal reden kann, passiert nicht so oft, aber wenn ich predige und voll in der Flow bin, dann rede ich und merke ich nicht mehr. Ich hoffe, dass du mich trotzdem kannst verstehen. Trotz der Umlaut zusammennehmen. Genau, das ist ein von meinen Papiermauern. Ah, danke. Yes. Ihr seid so gut. Es freut mich, dass da sein. Genau, wir haben die Predigtserie, die um Freiheit geht. Und mein Thema ist, kontrollierst du noch oder vertraust du schon? Und das Thema ist, Sachen zu festheben, damit ich auch die PowerPoints hinter mir sehe, im Leben und nicht wollen loslassen. Aber das würde ich heute am Morgen predigen. Sachen zu haben und nicht loslassen. Ich habe letztens ein Video gesehen auf YouTube. Weißt du, wie kann man Affen fangen? Gewisse von euch sagen ja, wir wissen. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie kann man das Affen fangen. Entweder hat man mit Kokosnuss gemacht, an diesen Fels, du Salz, also du den Kokosnuss irgendwo binden, ein Loch reinmachen, Salz rein tun. Und Affen lieben Salz, sie haben es mega gerne, ob es salzig. Und der Affe geht in der Kokosnuss, seine Hand in der Kokosnuss rein tun, hält das Salz und dann kann mit der Fuß nicht mehr rauskommen. Mit der offenen Hand kann er, aber mit der Fuß geht nicht mehr. Und so kannst du den Affen fangen. Und erst hat mich das mega traurig gemacht. Ich dachte, wieso wollen sie einen Affen fangen? Das ist mega traurig. Aber dann habe ich gelernt, weil die essen das Salz im Nachhinein, die tun einen Affen fangen, die essen das Salz. Und Affen sind mega gut zum Wasser finden. Und wenn ein Affe durstig ist, dann geht er Wasser suchen. Und so haben sie Wasser in der Wüste finden. So, das ist der Grund. Es ist nichts Schlimmes. Ich weiß es eigentlich nicht, vielleicht ist das auch schlimm, aber mindestens mit dem tue ich mich selber beruhigen, dass der Affe nachher Wasser trinken kann und dann ist er frei. Aber es ist mega lustig, dass der Affe geht, fängt Salz und lässt nicht los. No, einfach nicht los. Er macht seinen Fuß stark und kann nicht raus und ja nicht einfach das Salz loslassen. Deswegen ist die Frage an dich. Was ist deine Kokosnuss? Wo in deinem Leben gehst du mit einer offenen Hand, haltest drin und kommst nicht mehr raus? Was ist gerade jetzt in deinem Leben, in deinem Fuß, wo du sagst, ich will nicht loslassen? Ich will bei dem behalten. Es kann eine Vorstellung sein, Vorstellung vom Glück. Einfach irgendwann, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Ich habe das immer gesagt, als
Asylant in der Schweiz, ich bin als Asylant in der Schweiz gekommen, habe ich immer gedacht, wenn ich meine Ausländer-Ausweis habe, dann kann ich endlich schlafen. Wenn ich den Ausweis in meiner Hand habe, gehe ich heim und tue ich einfach schlafen. Weil dann komme ich zur Ruhe. Und dann mag mich erinnern, bin ich in das Gemeindehaus gegangen, habe ich meinen Ausweis geholt, bin ich heimgekommen und denke, jetzt schlafe ich. Ich bin ins Bett gegangen und nicht schlafen. Nicht. Es ist nicht. Ich habe wirklich, klar hat mich gefreut, aber das, was ich mir vorgestellt habe, ist nicht gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht, wenn ich arbeite und Geld verdiene, und kann ich endlich von der Asylantenheim raus, wo ein bisschen sauber ist. Und da habe ich meine eigenen 4 Wände, wo ich sauber behalten kann, dann bin ich happy. Und ja, 6 Monate später habe ich ausgezogen. Mega, mega schöne Ort, Zürichsee, Wege, wirklich wunderschön. Es war ein Segen gewesen, ich konnte dort wohnen, gerade am See. Und doch nicht happy. Habe ich gearbeitet, habe ich Geld verdient, habe ich gedacht, ja, wenn ich mein Auto kaufe, mein eigenes Auto. Und ich liebe das Autofahren. Ich bin Iranerin. Ich fahre wie eine Iranerin. Ich liebe es. Ich liebe nicht Buß zahlen, die ich mindestens jeden 2. Monat zahle, aber ja, das ist der Preis. Wenn ich mein Auto habe und dann bin ich happy und habe ich gekauft, meine erste Auto in der Schweiz, bin ich umgefahren. Es war schön, es war gut, aber das Glück war nicht da. Ich habe bei gewissen Vorstellungen so festgehalten und gedacht, wenn es so ist. Und manchmal von uns machen wir auch mit unserer Partnerin. Wenn sie sich so verhalten, dann funktioniert unsere Ehe. Wenn das macht, wenn sie das macht, dann ist gut. Und wir halten bei gewissen Sachen so fest, wenn du aber, dann bin ich, dann ist das. Bei gewisser Identität, gewisse Wunsch, den wir so fest möchten, wenn ich meine Ausbildung habe, wenn ich den idealen Mann und Frau finde, wenn ich endlich heirate, wenn ich nur mehr Single bin, wenn ich mehr verdiene und wenn ich nicht so kämpfe wie Geld, dann bin ich. Manchmal vergessen wir, wenn ich loslasse und die Realität, wie es ist, von meinem Auge sehe, vielleicht bin ich viel glücklicher, als wenn ich auf das erreichen will, was nicht da ist. Es hält nicht da auf. Wir halten sehr fest. Und ich glaube, jeder von euch hält das fest. Bei Sachen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Verletzungen, schlechte Erfahrungen, gewisse Sachen, die ich als Kind erlebt habe und hat mich geprägt. Ich halte fest an Unversöhnlichkeit. Sachen, die ich nicht vergeben kann, mich nicht mit dem versöhnen. Geht es besser? Sachen, die ich nicht von der Vergangenheit. Es ist tatsächlich passiert. Ich glaube, jeder von uns hat eine Erfahrung gehabt, sag mit den Eltern, sag in der Schule, vielleicht bist du gemobbt worden oder beim Arbeiten oder weiss ich nicht, irgendwo in der Vergangenheit, die dich geprägt hat, die dein Leben verändert hat. Und bist jetzt darüber, ist gut, magst dich noch erinnern, ja, haltest immer noch bei diesen Erfahrungen fest und denkst, das ist in meinem Leben passiert, das hat mich hässlich gemacht und ehrlich gesagt, manchmal, es gibt Leute da, die wirklich schreckliche Sachen erlebt haben, die niemand hier erleben soll. Menschen, die haben durch Trauma gegangen, wo ist tatsächlich schlimm. Und was passiert, wenn ich durch Trauma gehe, wenn ich eine schlechte Erfahrung habe, in der Ehe, egal wie, was ich mache, ich schütze mich. Ich würde mich schützen, indem ich eine Mauer baue, dass ich nicht mehr so verletzt werden. Ist das ein Schutzmechanismus? Und nicht immer schlecht, ich werde weiser, besser. Aber gewisse Sachen halte ich so fest bei dem Gefühl und denke ich, so würde ich nie mehr verletzt werden. Das würde ich nie mehr erleben. So möchte ich nie mehr verhandelt werden. Ich will nie vergeben, weil wenn ich mich vergehe, das heißt, ich öffne mich. Und was, wenn ich wieder verletzt werde? Und Gott kommt rein und sagt, hey, ich will dich heilen. Statt der Traurigkeit, statt
die Verletzungen, statt die Schmerzen, die du inne hast. Ich möchte alles wegnehmen und ich möchte dir eine Krone von Freude geben. Öl vom Segen. Du sagst, Gott, merci vielmals, du kannst in alle anderen Bereiche, aber in diesem Bereich ist gut für mich. Ich habe es selber geschaut. Weißt, ich habe eine Mauer gebaut, ich habe mich geschützt, merci vielmals. Nein, danke. Nein, ist gut. Ich bin nicht bereit, da zu vergeben oder weiterzugehen. Es gibt eine Bibelstelle in dem Buch vom Prediger, Henkai, PowerPoint, wo sagt, es gibt immer eine Zeit. Es gibt für alles eine Zeit. Zeit zum Jammern. Wow! Das sagt in der Bibel. Ja! Du darfst jammern. Jammern. Dich beklagen. Go for it. Es gibt aber Zeit auch zum Tanzen. Es gibt Zeit zum Weinen. Und es gibt Zeit zum Lachen. Es gibt Zeit zum Suchen und Festhalten. Es gibt Zeit zum Wegwerfen und frei werden. Gewisse Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, kannst du nicht so vergessen. Es ist einfach sagen, ja, vergib und vergiss. Nein, danke. Gar nicht so schnell. Du hast recht. Gewisse Sachen sind ein Prozess. Und es braucht einen Prozess von Heiligung. Es braucht einen Prozess von durchgehen, reflektieren und in dem auch wachsen. Aber irgendwann der Prozess ist fertig. Und da haben wir Mühe. Wir gehen durch den traurigen Prozess, durch den Trauma. Aber dann, wenn die Zeit kommt zum Loslassen und zum Lachen, um das einfach wegzuhaben von meinem Leben, das wird schwierig. Lass uns geschwind schauen, was in Epheser steht, geschrieben, Kapitel 4, Vers 31 und 32, sagt Paulus, fort. Also, auf einer anderen Übersetzung heißt, befreit euch von aller. Das heißt, fort, also mit aller Bitterkeit, mit Wut, mit Zorn, mit gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jeden Bösheit aus eurer Mitte. Fort mit Wut und Bitterkeit und das, was dich so fest verletzt und das, was du haltest, weil du hast etwas erlebt und das bist dann bitter von dem und du haltest immer noch bei der Bitterkeit. Lass mich das dir ein bisschen besser erklären und vielleicht demonstrieren. Es ist so, sieht so aus. Ich habe Monika gefragt, ob sie mir helfen bei dem. Danke vielmals. Wait. Die grossen Ball sind Themen, die ich als Kind erlebt habe. Als Teens erlebt. In der Schule. Mit meinen Kollegen, Kolleginnen, Eltern, Geschwister. Sachen, die mich verletzt haben, Sachen, die meinen Charakter geprägt haben. Vielleicht bin ich ein von den 3 Kindern, 2 Kindern. Keine Zeit für mich. Oder habe ich wirklich etwas Schreckliches in meinem Leben erlebt. Und dann halte ich bei dem fest. Darf ich noch einen zweiten haben? Und es hat nie... Danke. Und jetzt habe ich ein Mikrofon. Ich habe 1 Ball, 2... manchmal ist Kleinigkeiten in unserer Vergangenheit. Wir können gut mit dem laufen, wir können gut mit dem leben. Es hindert mich nicht wirklich. Ich kann es gut umgehen. Ich kann predigen. Niemand sieht, niemand merkt, ich gut lebe. Wenn ich will, kann ich essen. Du, ist easy. Ich bin beweglich. Cool. Wenn jemand anders kommt, etwas sagen, dann kann ich mich auch gut schützen. Und eins voll in das Gesicht hauen. Geht's? Hey, kein Problem, ich kann mich weiterhin schützen. Das Problem ist, wenn ich mit so einem Verhalten aufwachse und wenn ich mich daran gewöhne, bei gewissen Sachen immer festhalten und loslassen, es hört nie auf. Es macht mich nicht mehr beweglich und es beeinflusst meine Entscheidungen, mein Leben. Und es kommt dann mehr. Da bin ich, kannst du das sagen? Juhu, habe ich geschafft.
vielleicht dann passiert nochmal etwas, vielleicht die 3 sind noch von der Vergangenheit. Und es geht weiter, weil wir wissen, Verletzungen und Enttäuschungen und die Themen werden nie aufhören in unserem Leben. Hat schon bei dir mal aufgehört? Da habe ich eine schlechte Nachricht, das kommt wieder. Weißt, wenn auch niemand anders uns verletzt, ich verletze mich selber. Ich bin ein Genie, eine mega intelligente Person, die mich selber sehr gut verletzen kann. Und ich kann mich selber sehr gut enttäuschen. Und etwas passiert und ich versaue und ich mache etwas schlecht und nicht gut und dann bin ich enttäuscht, dann bin ich hässig, dann Sabrina, wieder. Das hast du besser können und wissen und es nimmt immer mehr zu. Jetzt musst du ein bisschen näher kommen. Ehrlich gesagt, es hört nie auf. Ich bin verloren vom Job, sie haben mich nicht mehr wollen. In der Ehe habe ich Krise, bin enttäuscht. Mit mir selber, mit meiner Frau, mit meinem Mann. Hey, ich habe es mit meinen Kindern versaut. Was für eine schlechte Mami bin ich? Und die Geschichte geht weiter. Oder mein Mann enttäuscht mich jedes Mal. Und wir haben darüber geredet. Wir haben abgemacht. Wir haben eine feste Abmachung gehabt und er macht das wieder. Und ich halte fest bei dem. Die Tatsache ist, wenn ich so rumlaufen und wenn es mehr und mehr passiert, dann jede kleine Sache geht auf meine Nerven. Wenn ich mich so fest daran gewohnt habe, Sachen festhalten und nicht weglassen, dann alles, was klein passiert, ich glaube, du musst jetzt schon mit der Grossen erst noch. Ich kann schon mit der nächsten. Go for it. Ja. Alles, was klein ist. Beim Arbeiten hat meine Kollegin statt mir in Sätze hat andere in Sätze genommen, hat es voll vergessen, es mir zu sagen, obwohl sie nicht gewusst, wir haben darüber geredet. Und dann bin ich in das Restaurant gegangen und die Kellnerin hat voll versagt, ich habe etwas anderes bestellt, das habe ich nicht wollen, aber ach. Und dann auf der Straße ist das und das. Und ganz kleine Sachen, die nicht merkwürdig sind, gehen auf meine Nerven. Und weißt du was, ich halte fest bei dem. Dann komme ich in die Kirche. Es ist schön. Und Sabrina sagt, hey, lass uns Gott anbeten. Lass alles, was uns beschäftigt, vor Gott bringen. Und du denkst, ja, Gott, ich bin frei. Gott ist gut. Mir geht's gut. Ja, ich bete ihn an. Und Gott kommt und sagt, hey, ich will dich berühren und freisetzen. Ja, ich habe keinen Platz mehr für dich. Und eine Frau kommt und sagt, hey, kann man miteinander Zeit verbringen? Kann man einfach lachen, etwas lustig machen? Ich habe keine Nerven heute. Lass mich einfach in Ruhe. Die Sachen, die wir so fest bei denen festhalten und wir nicht loswerden, die uns nervt und frustriert und hässlich macht und bitter macht, prägt unser Verhalten, Charakter. Es macht uns anders. Und traurig ist, es macht unser Glauben anders. Ich glaube nicht mehr, dass Gott heilen kann. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen gehabt. Ich glaube nicht mehr, dass ich Gott wichtig bin. Dass er mich liebt. Und ich laufe mit so vielen Sachen in meiner Hand. Und es sieht dumm aus, oder? Und die Hälfte von euch wartet, bis ich alles loswerde und sagt, Sabrina, hör auf mit dem. Kannst bitte... Weißt du was, es sieht dumm aus. Es sieht dumm aus, wenn wir so rumlaufen und leben mit so vielen Sachen. Und du merkst schon, du siehst nichts, Gott sieht aber. Er schaut dich an und er denkt, für das habe ich meinen Sohn geschickt auf die Erde. Für das hat er muss auf Kreuz gehen, sterben. Alles geben, was er hat. Für das habe ich alles gegeben für dich. Um dich freisetzen, damit du so wie ein Affe rumsegelst. Habe ich alles für das gemacht? Wo bist du? Und es ist langsam unangenehm.
Der Hermann hat gesagt, ja, die sind leicht. Magst du noch tragen? Weißt du was? Es hat mir zwei gegeben. Weißt du was? Wenn ich so lebe, es tut mir leid, Monika, ich habe dich lieb. Das ist nicht gegen dich. Wenn ich so lebe, ich unterhalte mich um Menschen herum, die mich helfen, so weiterzuleben. So wie Monika jetzt hat mir geholfen. Wenn ich so rumlaufe, dann gehe ich immer um Menschen herum, die mir noch helfen. Jetzt hat sie sich gewünscht, hat sie nicht gemacht. Wo würden mich zuhören? Menschen, die nicht zuhören und Wahrheit sagen. Menschen, die sagen, ja, schau mal, lass uns mit einer anderen Perspektive anschauen. Mit diesen Menschen würde ich nichts zu tun haben. Menschen, die sagen, jetzt bist du nur mehr ein Opfer. Jetzt sollst du nur mehr in dieser Rolle leben. Hey, komm, Gott möchte dich freisetzen. Mit dem Menschen will ich nicht reden. Ich gehe zu Menschen, die mir helfen, die sagen, du hast recht, das stimmt. Es ist so eine blöde Situation. Das finde ich auch, genau wie du. Es ist so dumm. Dann behalte ich mich auch unter den Menschen, die weiter in dem machen. Lass uns den nächsten Bibelvers lesen miteinander. Ich weiss, wenn es Einebigkeit kannst du nicht mehr helfen. Jesaja 43, Vers 18 bis 19 sagt, denk nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schön auf. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Ich gehe langsam ab. Hört auf, festhalten auf das, was in der Vergangenheit passiert ist. Hört auf das festhalten, was heute immer wieder passiert. Darf ich noch einen nächsten Bibelvers haben? Philipper 3, 13 bis 14. Sagt Paulus da, nein, ich bilde mir nicht ein, es schön geschaffen zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel um den Siegpreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Jesus Christus gerufen hat. Hey, ich schaue nur in der Vergangenheit, ich gehe vorwärts. Und du sagst, ja Paulus, ich meine, du bist ein sehr guter Mann und starker Mann im Glauben, du hast Jesus gesehen und du hast viele Erfahrungen, es ist gut easy für dich zu sagen, du hast nicht das erlebt, was ich als Kind erlebt habe. Du weißt nicht, was mir gegangen ist und du kannst nicht für mich sagen, was ich so weglassen oder nicht. Lass mich dir etwas sagen über Paulus. Der Paulus hat Verfolgung erlebt. Er hat Schiffbruch erlebt. Die haben ihn 5-mal gepeitscht. Jedes Mal 35 Peitschen. Das ist nicht eine einfache Peitsche. Ich meine, die sind Metallpeitschen. Oder spezielle dünne Holz. Er wurde gesteinigt, fast gestorben. Yes! Schau, ich finde es immer noch. Merci vielmals. Hey. Danke. Siehst du, ich finde jemand anders. Immer. Es tut mir leid, Dunja. Er hat all mögliche Verfolgungen erlebt. Er muss 2 Nächte im Wasser schwimmen, schlafen. Und das ist nicht das Schlimmste. Weißt du, das Schlimmste ist, wenn seine eigenen Kollegen, seine eigenen Freunde, seine eigenen Kirchenleiter und Leiterinnen, die Menschen, wo er hat all seine Energie investiert und alles, was er hat ihre gegeben, damit sie ins Glauben kommen und als Nachfolger Jesu Christi wachsen. Jetzt diese Menschen stechen ihn in den Rücken. Genau diese Menschen laufen weg vom Glauben und laufen weg von ihm und sagen, nein, du bist nicht ein guter Leiter und wir wollen dich nicht, wir wollen den Apollos oder Barnabas oder jemand anderes, aber nicht du, Paulus. Und die Menschen, die er hat alles gegeben, sagen, hey, mit dem sind wir nicht einverstanden, das, was du uns lehrst. Wir glauben an andere Lehre, unsere eigene Lehre. Der Paulus
hat so viele schlimme Sachen erlebt. Und doch, er kann stehen und sagen, weißt du, wie ich das weitermache? Weißt du, wie ich es weitergehen? Ich schaue nicht in die Vergangenheit. Ich schaue nicht an die Verfolgung, an das, was ich erlebt habe. Ich schaue nicht an die Verletzungen, was ich erlebt habe. Ich schaue nicht an die Menschen, die mich nicht akzeptiert haben. Ich schaue vorwärts. Ich kann weitergehen, weil ich Kontrolle abgeben kann. Ich kann Gott vertrauen. Darf ich den nächsten Bibelvers haben? Wie Jesus hat gesagt, der sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Der Paulus hat gewusst, eins hat er gewusst, wenn ich alles selber im Griff habe, oder versuche im Griff habe, werde ich alles verlieren. Wenn ich aber lerne, aufgeben, loswerden. Und der erste Schritt zum Loswerden ist anerkennen. Akzeptieren, dass ich bei gewissen Sachen festhebe. Wenn ich merke, ich halte fest bei dem. Und manchmal, lustigerweise, wir haben das so lange gemacht. Wir haben uns so lange daran gewohnt, dass wir vergessen, dass wir es machen. Wir glauben nicht mehr. Wir merken nicht, dass wir festhalten beim etwas, das uns traurig, bitter, verletzt, unglücklich, besorgt macht. Merke ich nicht mehr. Und erst wenn ich akzeptiere, ich halte fest bei gewissen Themen, die mich jahrelang geprägt haben. Gewisse Erfahrungen, die mich mega bitter gemacht haben. Ich halte fest beim Unvergebung, Unversöhnung. Oh, ich kann nicht einfach loslassen. Der erste Schritt ist akzeptieren, dass ich gewisse Sachen in Hand habe, die ich festhalte. Das zweite Thema ist, Jesus ist gekommen. Er hat mich vergeben, damit ich vergeben kann. Und ich habe es nicht verdient. Jesus ist auf dem Kreuz gestorben, damit ich Freiheit erleben kann. Nicht nur vom Sund, sondern auch für die Sachen, die ich so fest habe. Jetzt alle warten, wenn du der Brina alles loswerden. Lass mich noch mal etwas kurz sagen, bevor wir im Gebet einsteigen. Jetzt habe ich all diese schlechten Sachen gesagt. Unversöhnung, Unvergebung, Bitterkeit, Wut, Hass, Sachen, die Erlebnis. Aber es gibt auch gute Sachen, schöne Sachen, die wir festhalten mit genau gleichen Ergebnis. Sachen, die Gott geschenkt hat. Sachen, die uns daran achten und gut sind. Aber wenn ich auch bei denen festhalte, das schlussendlich ist genau gleich. Was sind diese Sachen? Kinder, Ehe, Familie, Finanzen, Gesundheit, Beziehungen. Aber alles sind gute Sachen. Was meinst du mit dem? Sind alles gut und sind wichtig für unser Leben und sollten wir uns daran kümmern. Aber wenn ich versuche, alles im Griff habe mit meinen Kindern, in meiner Gesundheit, mit meinen Finanzen, in der Familie, in der Ehe, in der Freundschaft. Und wenn ich versuche, mit dem Allerbesten zu gehen und ich mich... Musst du noch mehr helfen? Das ist gut jetzt. So passiert. Ich verliere das, was ich in der Hand habe. Wenn ich mein Bestes gebe, und ich mich Gedanken mache, was wäre, wenn meine Kinder nicht Jesus kennenlernen? Was wäre, wenn meine Kinder die Arbeit nicht machen oder nicht in die Schule gehen oder nicht die Ausbildung haben oder nicht... Was, wenn etwas passiert? Was mit meiner Ehe? Ich mache mich so fest Sorgen an gewisse Themen, die wichtig sind. Und ich versuche, sie zu kontrollieren und im Griff haben und gut machen und organisieren und planen. Und das macht mich besorgt, nervös, schlaflos. Hast du eine schlaflose Nacht gehabt, weil du hast nicht mehr aufhören über das Thema zu denken. Und du denkst so fest und denkst, ich weiss nicht, was soll ich jetzt da machen? Und es besorgt dich so fest. Diese Themen
sind genau gleich wie die Ball. Und da kommt Jesus und sagt, ich bin da, du bist nicht allein. Lass los, lass mich die Kontrolle nehmen. Du kannst nicht. Allein kannst du nicht. Hör auf. Hör auf wie ein Affe, deine Hand strecken in eine Kokosnuss und festhalten. Hör auf, ich bin da. Genau davon bin ich da. Und erst wenn du... das ist so gut. Erst wenn du loslässt, und es ist lustig, es sind nur Ballen. Versuche das vor einer halben Stunde Ball haben. Nur eine halbe Stunde, ist lustig. Es tut alles weh. Gut, ich habe auch keinen Muskel. Jesus kommt und sagt, weißt du was? Ich sage es, eure Namen, Fiona, Manu. Ich weiß, ihr habt viel geschafft, um Kinder in die Welt zu bringen. Well done, good job. Aber das sind meine Kinder, nicht eure. Und Gott möchte euch sagen, ich habe sie in der Welt gebracht, nicht ihr. Die sind meine Pläne, nicht eure. Die sind meine Kinder. In allererster Linie, ich bin ihr Vater, ihre Mutter, nicht ihr. Lasst los und erlaube ich, mich kümmere um sie. Macht euren Job als Eltern, sind gute Eltern, aber schlussendlich, ich bin ihr Vater. Und du machst dich Sorgen um Geld, um Finanzen und Gott sagt, hast du vergessen, ich bin dein Versorger. Ich bin dein Vater. Ich habe versprochen, in deinem Leben alles versorgen, was du brauchst. Deine Bedürfnisse sind mir nicht egal, sind mir nicht gleich. Ich liebe dich und ich will, dass du gut lebst. Lass los. Lass ich für dich versorgen. Und solange du festhaltest, kann ich nichts machen. Siehst du nichts? Lass los und empfange, was ich für dich vorbereitet habe. Und du sorgst dich um deine Gesundheit. Hast recht. Willst du gesund leben, willst du lang leben. Und es geht so viele Sachen schief. Und Gott sagt, weisst du nicht, ich bin dein Heiland und dein Heiler. Ich bin dein Gott, auch wenn es dir nicht gut geht. Vertraue mir. Was machst du mit dem Messer? Ich habe auf den nächsten Bibelvers Hiob 22, 21 gesagt, sei ihm doch Freund und halte Frieden. Dadurch kommt wieder Gutes zu dir. Das hat dann Gott an Hiob gesagt. Sei ihm doch Freund, sei Gott Freund. Mach mit ihm Frieden, wie manchmal ich habe mit Gott den Frieden zerbrochen. Ich habe versucht, so viel selber zu erledigen und selber zu schaffen und selber machen und selber schauen und selber vorwärts zu bringen und selber, ich kann es, ich mache es. Ich tue. Ja, sieht gefährlich aus. Und Gott sagt, hör auf. Hör endlich auf. Ich bin da für dich. Du bist geschaffen, mit mir zusammenleben. Das ist der Grund, wieso ich Christ bin. Christentum ist nicht eine Religion, wo du kannst gewisse Sachen tun und machen und folgen und dann kommst du im Himmel. Nein, Christentum ist eine enge Beziehung mit Gott. Der fähig ist, mit dir zu reden, dich umarmen, dich lieben, in deinem Leben zu reden, dir Weisheit geben und machen Sachen, die du kannst nicht. Das ist Christentum. So, nächster Slide. Wie gehe ich mit dem Hund? Ich habe Unvergebung in meinem Leben. Oh, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das habe ich vergessen zu sagen. Schau mal. Gottes Wunsch, Gottes tiefster Wunsch für dich ist, dass du frei leben kannst. Aber dass du frei kannst leben, ist deine Entscheidung. Gott macht das nicht extra. Er kann dich nicht zwingen. Wäre schön. Er macht es nicht. Er würde mega gerne, dass du in Freiheit kannst laufen. Die Entscheidung musst du treffen. Die Entscheidung zum Loslassen gehört dir. So sind Sachen, die in deinem Leben Unvergebung sind. Und du hast eine Mauer gebaut von all diesen Themen. Und Gott sagt, wie kannst du sie zerbrechen? Erstens, akzeptieren, dass du eine Mauer gebaut hast. Das ist in deinem Leben Sachen, wo du fest bei dem haltest. Zweitens, sie ersetzen. Loslassen, akzeptieren, loslassen. Aber sobald du loslässt, hast du Freiheit, um andere Sachen zu haben. Um andere Sachen zu jagen und finden und suchen. Und dann kann ich das.
Nein, stattdessen, was du festgehabt hast, empfang Wahrheiten, wo Gott in deinem Leben ausspricht. Wahrheit, die sagt, ich bin deine Heiland. Jetzt höre ich mit dem auf, ich würde gerne mit meiner Hand arbeiten. Und Gott sagt, vertraue mir. Und du kannst sagen, schau, ich habe es schwierig, meine Kinder tun es mega schwierig, Ehe ist schwierig, Finanzen ist schwierig, Familie ist schwierig, einfach Leben ist schwierig, es ist mühsam. Aber ich möchte Gott vertrauen. Und ich vertraue, dass er macht es gut. Ich vertraue, dass er meine Versorger ist. Ich vertraue, dass er meine Helfer ist. Ich vertraue, dass er mich liebt. Er mich Ruhe schenkt. Er tut mich trösten. Ich vertraue, dass ich mag es nicht allein. Ich schaffe es nicht allein. Ich bin unfähig. Er ist aber fähig. Und ich möchte loswerden von den Verletzungen, die Simon hat mir mal angemacht. Er hat mir einfach böse geredet und schlecht in meinem Leben. Es hat mich wirklich verletzt. Ist kein Simon da. Oder James oder was auch immer. Und es hat mich wirklich verletzt. Und es hat mich lang geprägt. Und das würde ich jetzt loswerden. Und ich würde nur mehr bei dem festhalten. Weil das beschäftigt meinen Gedanken und es prägt mein Leben und ich will es loswerden. Und dann, ich will loswerden von Sachen, die ich niemand anders erzähle. Die Abos, die ich nicht kunden will, ich manchmal brauche, wenn ich allein bin. Sachen, die ich schaue und ja, die geben mir Ruhe, Trost. Ich sage, einfach, ist gut. Und Gott, ich will dich nicht versetzen. Ich will loswerden, die Sachen, die mich traurig machen. Die Erfahrungen, die mich traurig machen, die haben keinen Platz mehr in meinem Leben. Und du siehst, wie einfach kannst du das brechen. Ja, aber das ist ein Papiermoor. Der Brain aber in meinem Leben ist nicht so einfach. Darf ich das ganze Worship-Team auf der Band haben, auf der Bühne? Könnt ihr mir helfen, das in der Mitte zu stellen? Du sagst, der Brain, es ist nicht einfach. Mit gewissen Sachen, die mega gross sind, mega wichtig, irgendwann da vorne. Kann nicht einfach tun. Es ist aber interessant, wie einfach es ist. Es ist lustig, weil ich habe Erfahrungen viel in meinem Leben und ich habe viel zum Loswerden. Es ist schon lustig, die Kraft von Gebet in meinem Leben. Die Kraft von der Heilige Geist, der uns freisetzt. Oh, er ist mächtig, er ist stark und er kann freisetzen und er möchte dich freisetzen. Möchtest du das? Loswerden Sachen, gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Themen, wo du sagst, ich will nicht mehr, ich will frei machen, frei werden. Jetzt machen wir es so. Wenn du immer noch Sachen hast in deinem Leben, wo du festhältst und kannst nicht mehr dich bewegen und einfach bist nicht happy. Bist nicht befreit und kannst Gottes Stimme nicht hören, kannst ihm nicht begegnen. Jetzt werde ich dich einladen, während dem Lobpreis vorne kommen. Du kannst durch den Mauer laufen und wir werden auf rechter und linker Seite stehen und einfach dich segnen. Einfach dich segnen. Du kannst durchlaufen, kannst wieder sitzen. Oder unser Gebetsteam steht da vorne auf der linken Seite und sie sind da bereit für dich. Beten, auf Gott hören und von Gott empfangen und dir weitergeben. Jetzt, Sabrina, wieso hast du es da vorne gemacht und nicht da hinten? Ist mir wohler? Ich weiss, es ist dir wohler. Ist auch dir wohler, gewisse Ball in deiner Hand haben, weil es ist bequem. Weil du hast dich daran gewohnt. Um loszuwerden, es braucht Mut. Deswegen haben wir das gemacht. Ich bin nicht besser als du, ich muss auch da durchlaufen. Lass uns miteinander das machen. Ja, aber alle werden schauen, und ich kann... Ja, alle werden schauen, dann alle sollten reinlaufen. Weil jeder von uns hat einen Ball. Jeder von uns. Jeder von uns braucht das. Die da vorne kommen, sind einfach die Mutigen. Wir können das zugeben. Wenn du möchtest, das Gebet zum Anspruch nehmen, komm da vorne und lass uns
mit dir für dich beten. Geh nicht raus mit so einem Ball in deinem Arm, in deine Hand. Geh nicht weg. Es lohnt sich nicht. Steigen wir in den Lobpreis. Und ich bitte das Worship-Team, alle, die da vorne kommen, schon jetzt zu vorne kommen, zum Gebet sich vorbereiten. Und manchmal müssen wir einfach ganz einfach Kontrolle abgeben, auch vom Zeitplan von dem Gottesdienst. Danke für eure Flexibilität, alle, die mitgeholfen haben. Hey, und wenn jetzt du gleich nicht zu wenig Mut gehabt hast, aber vielleicht einfach nicht gerade dran warst, du aber immer noch irgendwie am Ball jonglieren bist, dich am Verkrampfen bist und einfach auch nicht magst. Hey, das Gebet steht weiterhin zur Verfügung, wo ich dir mega ans Herz lege und einfach auch weitergebe. Probier es aus. Dann darf ich euch noch ein paar Infos weitergeben. Und zwar kommen wir zu der ersten Infofolie. Hey, es interessiert uns, was du erlebst mit Gott. Vielleicht ist jetzt gerade heute eine Geschichte gewesen, die du möchtest teilen mit uns, was mit dir abgegangen ist, was du erlebt hast. Es gibt so Flyerli, wo gerade der QR-Code drauf ist, und so kommt ihr zum Online-Formular auf unserer Webseite, wo ihr euch eure Geschichte einfach in Wort aufschreiben dürft und wir sie dürfen dann hier vorlesen. Die nächste Folie. Heute Abend um 7:30 findet ein Worship Night statt, hier im 2. OG. Sind alle ganz herzlich eingeladen. Wenn ihr heute Abend noch nichts los habt, kommt doch vorbei. Und dann am 12. November findet ein Familienevent statt, am Morgen um 9:30 bis um 10:30, wo man wirklich Eltern mit Kind und geleitet vom Kuno. Ich kenne ihn auch noch nicht, aber er sagt mega cool und ich bin auch gespannt. Die ganz kleinen Kinder werden betreut, die selber noch nicht mitmachen können, aber sonst sind die Kinder eben auch willkommen und ihr könnt zusammen als Familie an diesem Event teilnehmen. Und dann gerade am Sonntag drauf, am 13. November, findet der Taufgottesdienst statt. Wenn die Taufe bei dir ein Thema ist, dann komm doch auf Sabrina zu oder sonst auf einen Pastor und sie schauen mit dir an, wie es weitergeht. Und jetzt möchte ich euch gerne noch segnen für die neue Woche. Ihr dürft gerne aufstehen. Und zwar dürft ihr wissen, was im 2. Korinther 13 steht, gilt auch für dich. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist, der ist mit euch. Heute, morgen und ewig. Amen.